Ja, hey! Vor ein paar Jahren war ich zum ersten Mal in meinem Leben in Paris. Und ich mache das immer sehr gerne, wenn ich in eine neue Stadt gehe, dass ich die schönsten und größten Kathedralen und Kirchengebäude von innen bestaunen möchte. Ich war zum ersten Mal dann in der Notre Dame und in der Sacré-Cœur. Wer von euch war schon mal in diesen Kirchengebäuden drin? Unglaublich, unglaublich. Jedes Mal bin ich so amazed über die Gemälde, die Skulpturen, die schiere Größe. Und ich denke mir, wow, und tausende Menschen werden jeden Tag angezogen von diesen Kirchen. Und bei all diesem Staunen kommt mir immer in den Sinn, dass Jesus eigentlich, wenn er zum ersten Mal über die Kirche gesprochen hat, nicht über ein Gebäude geredet hat. Und Maike Lipp hat letzten Sonntag die Predigtreihe Ekklesia eröffnet und sie hat es so gut auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, Kirche ist der Ort, wo Gott wohnt, sein Zuhause. Aber Gott hat sich entschieden, nicht in einem Haus, in einem Gebäude aus Steinen zu wohnen, sondern in unseren Zusammenkünften. Kirche besteht aus lebendigen Steinen. Du und ich, wir sind Steine. Und das war für die Juden damals ein revolutionärer Gedanke und ich glaube für uns trifft das ebenfalls zu. Paulus erinnert die Korinther im 1. Korintherbrief 3, Vers 16 daran. Er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in und unter euch wohnt? Jesus hat gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da lebt er mitten unter uns. Das, was wir heute feiern, ist Gottesdienst, ist ein Tempel. Wir sind lebendige Steine, ein geistliches Haus. Und schau, ich liebe schöne Kirchengebäude. Ich liebe das wirklich, in alte, schöne, große Kirchengebäude zu gehen. Und ich habe oft auch Momente persönlich mit Gott in diesen stillen Momenten, die ich mir dann nehme. Aber es fällt mir auf, trotzdem zu sagen, es ist nicht so entscheidend, wie schön unser Gebäude ist. Es ist nicht so schön, nicht so wichtig, wie schön unsere Räumlichkeiten sind oder wie toll unsere Gottesdienste gestaltet sind. Das, was wirklich entscheidend ist, ob Gottes Gegenwart hier ist. Seine Präsenz macht den Unterschied. Das ist das, was Kirche auszeichnet. Ohne Gottes Geist ein totes Gebäude. Ohne Gottes Gegenwart eine tote Institution. Aber mit der Gegenwart von Jesus im Zentrum wird Kirche zu seinem Tempel. Und schau, nur schon diese Erkenntnis alleine, dass es um Gottes Gegenwart geht, würde unsere Vorstellung, unser Denken über Kirche radikal verändern. Wenn wir uns dem bewusst sein würden, jeden Sonntagmorgen, dass wir zusammenkommen im Haus Gottes, würde das alles ändern. Wir würden mit einer ganz anderen Haltung kommen in unsere Small Groups, wenn wir uns in seinem Namen treffen. Wenn Gott hier ist, und schau, wenn Gott hier ist, und das ist er heute Morgen, weil er hat versprochen, dass er es ist. Wenn Gott hier ist, dann ist alles möglich. Alles ist möglich, wenn Gott hier ist. Bist du dir dem bewusst? Ich möchte gerne mit euch heute die Bibelstelle durchgehen und ein paar Punkte hervorheben. Die Bibelstelle, in der Jesus zum allerersten Mal von der Kirche spricht. Und in anderen Worten, im Griechischen steht dort Ekklesia. Und wenn wir das Wort Kirche hören, dann denken wir halt oft an ein Gebäude, weil das hat sich so irgendwie eingewohnt bei uns. Aber eigentlich bedeutet Ekklesia nichts anderes als Versammlung. Und ich möchte es mit euch gerne lesen. Matthäus 16, Verse 13 bis 18. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und ihr, fragt Jesus, für wen
haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb, merkt ihr das? Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche, Ekklesia, bauen und die Tore des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Wir sind an einem spannenden Punkt im Evangelium. Im Matthäus-Evangelium wie auch im Markus-Evangelium gibt es hier einen spannenden Wendepunkt. Jesus ist unterwegs, er tritt auf, er predigt vom Reich Gottes, er heilt Menschen, er befreit Menschen und er zieht Aufmerksamkeit auf sich. Und die Leute beginnen sich zu fragen, wer ist das? Was ist das für ein Mann? Ist es irgendein Prophet? Ist es irgendwie Jeremia, der wieder auferstanden ist und uns begegnet? Elia? Wer auch immer, was ist das? Und dann stellt Jesus seinen Jüngern, das sind seine Nachfolger, seine Schüler, den 12. stellt er die Frage, ja, was die anderen denken, ist eine Sache. Aber was denkt ihr, wer ich bin? Für wen haltet ihr mich? Und dann ergreift Petrus das Wort, wie er so oft tut in den Evangelien und sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann schaut Jesus ihm in die Augen und sagt ihm, Petrus, das kam jetzt nicht aus dir heraus. Das hat dir Gott offenbart. Und deswegen bist du Petrus. Petrus bedeutet Fels und Jesus macht hier ein Wortspiel und sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen baue ich meine Ekklesia und nicht einmal die Pforten der Hölle werden Macht haben ihr gegenüber. Oder? Und es ist sehr interessant, ich möchte gerne mit euch jetzt durch den Text stückweise durchgehen und ein paar Erkenntnisse mit euch teilen. Zu Beginn heißt es im Text, dass das Ganze in Caesarea Philippi stattfindet. Ich war vor ein paar Jahren in Israel und wir hatten diesen Ort besucht. Der ist 25 Kilometer nördlich vom See Genezareth, ganz im Norden Israels. Der Ort heißt Banya. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von Banya. Du siehst hier eine Gruft, schöner Wasserfall vorne und es ist kein Zufall, dass Jesus an diesem Ort Petrus das zuspricht und über seine Kirche Ekklesia redet. Wir müssen verstehen, Banya, dieser Ort, den kannst du heute besuchen, also vielleicht heute ist keine gute Idee, aber sonst mal, wenn es friedlicher ist. Banya war schon immer ein geistlich aufgeladener Ort. Und das im negativen Sinne. Wenn du durch die gesamte Bibel durchgehst, ist Banya, dieser Ort, ein finsterer Ort. Der jüdischen Legende nach war es der Ort, wo in Genesis Kapitel 6 die Gottessöhne den Himmel verließen, gegen Gott rebellierten und dann mit den Töchtern der Menschen verkehrten und so weiter. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Es war der Ort, wo der Götze Baal angebetet worden ist in Israel, der Gegengott von Jahwe. Als dann die Griechen kamen, wurde dort der griechische Gott Pan angebetet. Ihm wurden Opfer gebracht. Pan, deswegen heißt dieser Ort Banya, von Panya, oder? Und wir kennen vielleicht diese Abbildungen von diesem Götzen, so ein halb Mensch, halb Ziege, das ist dieser Pan. Die Panflöte kommt von ihm, das Wort Panik kommt von diesem Götzen. Und dann, als Jesus dort gewesen ist, zu dieser Zeit, war dort ein Kultzentrum, wo Opfer dargebracht wurden, all diesen verschiedenen Gottheiten und zusätzlich noch dem römischen Kaiser wurde dort geopfert. Also wenn es irgendwo Pforten der Hölle gibt, dann war das dort. Oder? Dort sind die Tore der Hölle. Oder? Du siehst es, wunderschön sieht es aus. Heute ist ein Fluss, eine Kirche, es ist ein friedlicher Ort. Wunderbar, wirklich wunderschön. Aber ich sage dir eins, es ist kein Zufall, dass Jesus entschieden hat,
hier dem Petrus das zuzusprechen und die Autorität zuzusprechen und über seine Versammlung, seine Ekklesia, seinen neuen Tempel zu sprechen. Das ist kein Zufall, weil er möchte dir und mir deutlich machen, keine dunkle Kraft, keine Angst, keine Panik, keine Mächte oder sonstige Gewalten, keine Finsternis kann jemals die Kirche Gottes stoppen. Nichts in dieser Welt, keine Mächte, keine Finsternis kann es mit dem Namen von Jesus aufnehmen. Keine Hölle, nicht der Tod kann die Kirche überwinden. Nichts. Und ich möchte dir das zusprechen heute Morgen. Vielleicht bist du hier und du gehst durch schlimme Dinge und es ist anstrengend und mühsam und du bist am Kämpfen. Ich möchte dir sagen, du bist am richtigen Ort, weil hier ist der Tempel Gottes. Und Gott ist gegenwärtig und er sieht deinen Schmerz, er sieht dein Leid, er sieht deine Probleme und er lädt dich ein, Teil zu sein in dieser Gemeinschaft, weil nichts kann die Gemeinschaft Gottes überwinden. Nichts. Warum ist die Kirche unaufhaltsam? Warum? Weil sie seine Kirche ist. Es ist die Kirche des lebendigen Gottes. Mir ist das nochmal so bewusst geworden, als ich das gelesen habe. Jesus sagt, du bist Petrus und auf dir werde ich meine Kirche bauen. Er sagt nicht Petrus, dann wirst du deine Kirche bauen. Und Paulus, dann wirst du deine Kirche bauen. Und ICF, ihr werdet eure Kirche bauen. Und dann gibt es die Kirche und jene Kirche. Nein, Jesus sagt, ich baue meine Kirche. Warum hat die Kirche ewig Bestand? Weil es seine Kirche ist. ICF Basel gibt es vielleicht in 50 Jahren nicht mehr. Hoffentlich gibt es uns noch, aber vielleicht haben wir den Wagen auch an die Wand gefahren oder keine Ahnung. Aber die Ekklesia Gottes wird es für immer geben. Immer. Mir fällt das auf, wenn wir Berichte hören über Orte auf der Welt, wo das Christentum nicht erlaubt ist. Im Iran zum Beispiel. Seit Jahrzehnten ist es illegal, den Namen von Jesus zu bekennen, Teil zu sein einer christlichen Gemeinschaft. Seit Jahrzehnten. Und trotzdem heißt es, dass die größte Erweckung in den letzten Jahren nicht in China stattgefunden hat, nicht in Südamerika oder Afrika, sondern im Iran. Man sagt, es gibt Millionen von Christen im Iran. Niemand weiß genau, wie viele. Aber es gibt nur in Teheran tausende Hausgemeinden, unabhängige voneinander, im Untergrund stattfindende Versammlungen. Und mich begeistert das, weil es ist ein Zeugnis für die Kraft Gottes. Jesus hat gesagt, ich werde meine Kirche bauen und kein Regime, keine Regierung, keine Macht, keine Finsternis, nicht die Hölle selbst kann irgendetwas ausrichten, weil es ist die Ekklesia des lebendigen Gottes. Amen. Er baut seine Kirche, er tut es. Jesus zieht Menschen zu sich. Jesus zeigt sich Menschen immer wieder. Jesus öffnet Menschen die Augen. Es heißt im Iran, ungefähr jeder 5. Christ wurde Christ, weil er einen Traum hatte von Jesus Christus. Du kannst verbieten, was du willst. Jesus lebt. Du kannst Christen umbringen. Jesus lebt. Jesus hat den Tod besiegt. Amen. Ich möchte gerne nochmals zu Beginn des Textes springen mit euch, weil die Bedeutung und die Unaufhaltsamkeit der Kirche hat maßgeblich damit zu tun, was für eine Erkenntnis oder Offenbarung du und ich von diesem Jesus haben. Wer ist denn dieser Jesus überhaupt? Wenn ich sage, wo 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter uns. Wer ist denn mitten unter uns heute Morgen? Wer ist denn das? Und jetzt wird es sehr persönlich, weil diese Frage hatte Jesus Petrus und den Jüngern gestellt.
Für wen halten mich die Leute? Und dann kommen ganz viele Beispiele und dann sagt Jesus, ja, okay, aber für wen haltet ihr mich? Für wen hältst du Jesus? Wer ist Jesus für dich? Schau, Jesus ist nicht so sehr interessiert darüber, dass du weißt, was alle anderen Leute um dich herum über ihn denken. Jesus möchte wissen, wer er für dich ist. Wer ist Jesus für dich? Das ist die alles entscheidende Frage, ob Ekklesia zu einer unaufhaltsamen Bewegung wird oder einfach ein Haus aus Stein bleibt. Wer ist Jesus für dich? Wer bin ich für dich? Wer kennt das Telefonspiel? Kleine Kinder spielen das oft. Ich kann mich erinnern, ich habe das Spiel geliebt. Da sitzt du im Kreis im Kindergarten und dann wird ein Satz von einem Kind weitergegeben, dann muss es flüstern ins Ohr des nächsten Kindes und das Kind gibt dann das wieder weiter ans nächste Kind, flüstert das weiter und dann geht das durch 20 Kinder durch, oder? Und es wird irgendwie immer lustiger und es beginnen alle zu lachen. Am Schluss kommt ein ganz anderer Satz heraus, als eigentlich ursprünglich angegeben worden ist. Kennt das jemand, dieses Spiel? Schau, Jesus möchte nicht, dass du ihn nur vom Hören und Sagen anderer Menschen kennst. Jesus möchte, dass du ihn persönlich kennenlernst, dass du selbst eine Offenbarung von ihm hast. Schau, ich habe nichts gegen Bräuche und Traditionen von alten Kirchen. Ich liebe alte Kirchen, wirklich. Ich liebe auch, weil es geht mir eine neue Welt auf und ich möchte dir das zusprechen und auch dich ermutigen, dich da für diese Welt einmal zu öffnen, weil vor allem wir Freikirchler sind manchmal so engstirnig und haben das Gefühl, wir wissen, wie alles richtig ist, oder? Und dann tut das gut, einmal zu sehen, wow, hier gibt es eine 1000 Jahre alte Tradition und hier gibt es Bilder und Geschichten und alles weist auf Wahrheiten hin und wir dürfen und sollen davon profitieren. Aber es kann passieren, dass du Jesus nur über Traditionen und Geschichten kennst. Aber das ist nie die Idee von Jesus gewesen. Diese Geschichten und Traditionen sind wichtig, aber er möchte, dass du von ihm unmittelbar eine Begegnung mit ihm hast. Es gibt einen großen Unterschied, ob du Jesus einfach so aus Geschichten kennst oder ob du ihn kennst. Schau, wenn du christlich aufgewachsen bist, darfst du dich glücklich schätzen. Wirklich, das ist ein großer Segen, wenn deine Eltern gläubig gewesen sind, deine Großeltern, Urgroßeltern. Und das ist wunderbar. Ein großer Segen. Aber ich möchte einfach zusprechen, gib dich nicht mit der Offenbarung deiner Eltern und Großeltern über Gott zufrieden. Lerne Gott selbst kennen. Lerne Jesus selbst für dich persönlich kennen. Weil das ist das, was den Unterschied ausmacht. Vielleicht bist du heute hier und du denkst, ja, wie mache ich das denn? Ich habe das gar nicht. Ich kenne Jesus nur vom Hören sagen. Wie geht denn das? Und die Antwort ist ganz einfach. Frag ihn. Nicht Fleisch und Blut können dir das zeigen. Gott alleine kann dir das zeigen. Und Jesus sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Wenn du ihn mit ganzem Herzen suchst, wird er sich von dir finden lassen. Und das ist die absolut entscheidende Erkenntnis, ob eine Kirche Ekklesia wird oder nicht. Ob es eine tote Institution ist oder lebendig. Ob sie in dieser Welt relevant ist. Ob die Pforten der Hölle etwas sagen dürfen oder nicht. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für uns? Die alles entscheidende Frage. Und das erlebt Petrus in diesem Moment. Er bekommt diese Erkenntnis geschenkt, oder? Irgendwie merkt Petrus, hier ist mehr wie ein Prophet. Hier ist mehr wie ein Lehrer. Hier ist Gottes Sohn. Und Jesus spricht ihm zu. Unglaublich. Er sagt ihm, Petrus, hast du nicht selbst überlegt? Das kam von Gott. Aber weil du das verstanden hast, gründe ich meine Ekklesia auf dir. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und das haben wir gesehen in der Kirchengeschichte. Petrus wird zum Leiter der ersten
Church, als dann Jesus gestorben und auferstanden ist. Er wird wirklich zu diesem Fels. Aber dann geht die Erzählung weiter. Und es geschieht noch eine weitere überraschende Wendung. Und die ist so ermutigend für mich und vielleicht auch für dich. Aber allgemein für die Kirche, für die globale Kirche, eine große Ermutigung. Schau, gerade nachdem Jesus Petrus dies zugesprochen hat, hat er gesagt, du bist der Fels und mit dir gründe ich eine unaufhaltsame Bewegung und jetzt geht es los. Und Petrus hat das verstanden und ihm wurde die Augen geöffnet. Ein Moment später hat er gar nichts mehr verstanden. Also ein Moment, der nächste Vers. Er hat alles begriffen. Jesus sagt, boah, das hast du dir nicht selbst überlegt, das war Gottes Erkenntnis. Gott hat durch dich gesprochen zu dem Moment. Was laberst du, Petrus? Du hast nichts verstanden. Nichts verstanden. Denn weil Jesus beginnt hier in diesem Moment zum allerersten Mal zu reden, dass sein Weg als Messias anders verlaufen wird, als alle annehmen. Wir lesen in Vers 21. Danach, also gleich anschließend, redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Ich kann mir vorstellen, wie begeistert Petrus gewesen ist. Oh, ich bin der Fels. Oh, ich habe was verstanden als Erster. Und jetzt geht's los. Die Ekklesia Gottes geht los. Das Reich Gottes kommt. Jetzt werfen wir die gottlosen Heiden aus Israel raus. Jetzt gehen wir zum Tempel, schmeißen alle korrupten Pharisäer und Sadduzäer raus. Jetzt räumen wir auf. Jetzt geht's los. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so jetzt unter uns. Jetzt räumen wir auf. Und wir schlagen die Römer weg und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und dann sagt Jesus, was? Er muss jetzt nach Jerusalem gehen und leiden und sterben. Ein Messias, der leidet. Ein Messias, der stirbt. No way. Und dann geht er zu Jesus und nimmt ihn beiseite. Und wir lesen dann nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er. Auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Was für eine Karriere von Petrus. Du hast eine Gottesoffenbarung. Simon, Sohn des Jona, du bist Petrus. Auf dir gründe ich meine Kirche. Du hast nur Menschliches im Sinn, geh weg von mir, du Satan. Ich sage dir eins, mich ermutigt diese Geschichte. Wie oft habe ich Jesus missverstanden als Nachfolger von Jesus und er hält trotzdem an mir fest. Wie oft hat die Kirche Jesus missverstanden und ihn falsch repräsentiert auf diese Welt und Jesus baut seine Church trotzdem durch dich und mich. Wir sehen, die Erkenntnis von Petrus war auch nach dieser ersten Offenbarung Stückwerk. Er erkannte zwar, dass Jesus der lang erwartete Messias ist, aber er verstand nicht, dass der Messias eine andere Art und Weise hatte. Er erkannte, dass er der Messias ist, aber nicht die Art dieses Messias. Die Art dieses Messias, dieses Jesus Christus. Und schau, das ist so entscheidend, dass wir das verstehen, weil wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Wer ist er für dich? Und die Jünger mussten das lernen über die Jahre. Die Christen mussten das lernen, immer wieder. Und du und ich, wir müssen das immer wieder lernen. Dieser Jesus Christus ist der Messias, aber es ist ein leidender Messias. Ein Messias, der sein Leben hingibt aus Liebe.
ein Messias, der sein Leben hingibt und leidet aus Liebe und Menschen dient, ihnen die Füße wäscht. Wer ist dein Jesus? Ist der Messias oder ist er ein leidender Messias? Dieser Messias setzt seinen Wille nicht durch Politik und Macht und Gewalt durch, sondern durch Hingabe, durch Dienst, durch Lebenshingabe. Und er lädt dich und mich ein, ihm nachzufolgen auf diesem Leidensweg. Und es brauchte lange, bis die ersten Christen das verstanden hatten. Petrus musste sich schütteln, er musste zurechtgewiesen werden, aber irgendwann haben sie es begriffen, nachdem Jesus wirklich gestorben war und wieder auferstanden ist und der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Fingen die Christen an, Jesus nachzufolgen, Menschen zu lieben, Menschen zu dienen, ihr Leben hinzugeben für andere. Es ist kein Zufall, dass aus der Kirche, aus dieser Ekklesia heraus, die Spitäler gewachsen sind, die wir heute so lieben und toll finden. Dass es heute Schulen gibt, Waisenhäuser. Das sind alles Dinge, Früchte, die aus dieser Nachfolge von diesem Jesus entstanden sind. Wer ist Jesus für dich? Der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, der sein Leben hingibt aus Liebe zu dir und mir und uns einlädt, ihm nachzufolgen. Wer ist dieser Jesus für dich? Mich ermutigt das, wenn ich darüber nachdenke, weil Petrus hat nicht alles verstanden. Er hat alles missverstanden und trotzdem hat Jesus ihn gebraucht. Die Jünger haben teilweise verstanden, aber dann doch nicht. Und trotzdem hat er mit ihnen diese Ekklesia gebaut. Du und ich, wir haben nicht alles verstanden. Und trotzdem nimmt uns Gott und geht mit uns einen Weg. Mich ermutigt das, wie oft hat die Kirche in den Jahrhunderten diese Berufung vergessen. Sie folgt einem leidenden, dienenden Messias nach. Der Weg, um Finsternis zu besiegen, liegt beim Kreuz, liegt in der Hingabe, liegt im Mitleiden, liegt in der Nachfolge. Der Grund, warum die Kirche unaufhaltsam ist gegenüber dem Tod, ist, wenn die Kirche nicht mehr an ihrem Leben festhält, sondern sich hingibt, weil sie weiß, Jesus ist der Auferstandene und der Sieg über die Finsternis findet sich nur in der Hingabe, in der Liebe, im Dienen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin begeistert über unseren Jesus. Das klingt so witzig, wenn ich das sage, aber wirklich, mich begeistert das. Mich begeistert das, dass wir einen Jesus haben, der nicht wie ein Politiker regiert und gerade so die Mächte der Finsternis überwältigt. Der nicht mit Waffen menschlicher Natur kämpft, sondern mit Liebe, mit Hingabe. Das ist der Weg, der den Tod besiegt. Wir wissen, das ist nicht Blödsinn, weil Gott den Sohn auferweckt hat und er lebt. Und er lädt dich und mich ein, ihm nachzufolgen. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche werden, die ergriffen ist von der Erkenntnis von diesem Jesus. Dass wir verstehen, wer ist dieser Jesus? Ich kenne den nicht nur vom Hören sagen. Ich weiß nicht nur, was meine Eltern mir darüber gesagt haben oder die kirchliche Traditionen mir gesagt haben, sondern ich habe ihn selbst erlebt. Ich bin selbst begeistert von ihm. Ich bin selbst ergriffen von ihm und ich bin bereit, ihm nachzufolgen. Lasst uns diese Welt auf den Kopf stellen. Lasst uns das tun. Ich habe nicht alles begriffen. Ich bin ein Pflock. Aber ein Pflock, dem vergeben worden ist. Wir sind alle Sünder, aber wir sind vergebene Sünder. Und er baut seine Kirche mit Leuten wie dir und mir. Ich möchte gerne schließen mit ein paar Sätzen von diesem Apostel Petrus. Der hat ja das erlebt mit diesem Jesus. Wurde Leiter der ersten Gemeinde. Und manchmal, wenn man älter wird, versteht man mehr, oder? Und er hat einen Brief geschrieben an Christen. Ich möchte euch das vorlesen. 1. Petrusbrief 2, 4-5. Dort sagt Petrus: Kommt
zu ihm, zu Jesus. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lass dich einbauen in diesen geistlichen Tempel. Komm zu Jesus. Er ist schlussendlich der Fels, auf dem alles steht. Er ist der Fels. Er ist die Grundlage der Kirche. Wer ist er für dich? Tritt zu ihm. Lass dich einbauen als lebendiger Stein in sein Haus, das er baut. Es ist seine Kirche. Und er erfüllt dieses Haus mit seinem Heiligen Geist. Ich möchte dir kurz einen Moment geben, in dem du reflektieren darfst, wovon du Teil bist, was deine Aufgabe ist. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Moment. Ich danke dir für deine Kraft, die Kraft deines Wortes. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wer dieser Jesus wirklich ist. Wir können nur so viel tun. Aber du bist der uns zeigt, persönlich zeigt, wer dieser Jesus ist.